Pass auf, jetzt will ich deine Reaktion mal testen, ja? Yes. Wenn du jetzt mit dem Auto so über die Autobahn fährst. Autobahn? Ne? Oh. Autobahn. Ja. Und pass auf, für dir landet jetzt plötzlich auf der Autobahn ein Flugzeug. Hä? Autobahn und plötzlich für dir landet ein Flugzeug auf der Autobahn. Vor mir? Vor dir. Auf der Autobahn? Auf der Autobahn. Ein Flugzeug? Flugzeug. Ein Jumbo? Jumbo. Vor mir? Vor dir. Wo ich fahre? Ja. Einfach so? Einfach so. Auf der Autobahn? Ja. Ist ja gut. Ja, was? Ist ja klar. Ja, was willst du da machen? Da guck ich in den Rückspiel, ob ein U-Boot hinter mir ist. Was? Und es gibt auch viele Leute, die sagen, dass eigentlich das Colonia-Duett so ein bisschen die Wiedergeburt von Tünnes und Scheel auf der Bühne war. Dieses Bauernschlaue auf der einen Seite, dieses Bäuerliche, andererseits dieses Städtische, etwas Linkische, was sich dann in diesen beiden Figuren verbindet und zu einem neuen Typ wird, den man dann als den Kölner bezeichnen könnte. Hey, Samba, Hoppa, ha! Hey, kannst du mal sagen, was das sind so? Eiertanz. So, hören Sie, was ist das dann? Das ist der Takt. Bitte beachten Sie meine Körperbewegung. Das ist der Blues. Wobei. Das Ganze in Zeitlupe. Ich war mal ein Gummimann. Meine Knochen macht man immer mit. Immer. Ist das, ja... Ach, das ist ein Rhythmus. Das habe ich auf der Bühne einfach so gemacht und ist gut angekommen. Ne? Nur wie gesagt, solche Bewegungen schleifen sich auch ab. Ne? Bei Werner Keppel in 10 Jahren habe ich ja nicht getanzt. Weil ich das mit dem Kolonia-Duett gemacht habe. Wir haben auch keine Hüte mehr getragen. Es soll ein ganz anderes Duett werden. Nicht so ein anderes Duett. Es wäre ja blöd, wenn ich von meinem neuen Partner sagen darf, hör uns, Zimmermann, das geht ja nicht. Das ist eine abgehakte Sache. Und wir haben auch den Anlauf gebraucht, genauso weit wie beim Zimmermann. Wir haben 4 Jahre gebraucht, bis wir Gehör gekriegt haben. Ne? Also, was du dir so alles inbildest mit dinger Frauen. Lorenz, ich konnte früher Frauen haben. Na ja. Wegen mir wollten sie sich das Leben nehmen. Ja. Aus dem Fenster wollten sie springen. Ja, aus dem Kellerfenster, ja. In deinem Alter darfst du ja nicht mehr an Frauen denken. Ja, warum denn nicht? Gefährlich. Du lebst gefährlich. Ein Freund von mir, der war so alt wie du, ne? Ja. Der hat nur Weiber im Kopf gehabt. Weiber. Ja, und? Weißt du, was dir passiert ist? Der ist im Bett versoffen. Wie kann man dann im Bett versuffen? Der hat von einem 18-jährigen Mädchen geträumt. Ja, und? Ist mit Wasser im Mund zusammengelaufen. Ich weiß nicht. Wir waren in einer Diskothek, da wurde der schönste Mann gesögt. Keine eine war dabei, der so schön war wie mit 2. Alle Männer hier am Ring schließen jetzt ihr Frauen in. Es ist nicht immer einerlei, wenn man so schön ist wie mit 2. Ah, yeah. Also die beiden Partner waren für mich eine Bereicherung meines Lebens. Weil die machen was ich nicht kann. Das ist das Schöne dabei. Es war wie eine Einheit. Er macht das, ich mache das. Und zusammen waren wir stark. Das war schön. Ich werde die beiden noch nicht vergessen, davon abgesehen. Ne? Ich hatte mein Alter, ich habe dann aufgehört und uns gehört. Wer will ein bisschen leben, ne? Ne? Ja. Und wenn ich ab und zu mal so einen kleinen Auftritt mache, tut mir auch gut.